Ja, willkommen zurück. Eine neue Folge 60 Seconds aus aktuellem Anlass. Haben wir uns im Bunker zurückgezogen und schützen uns gegen die böse, böse Welt. Der Ted Dolores hockt da, der Team ist unterwegs und wir schauen einfach mal, was ist passiert. Schieben wir all diese Fragen erstmal zur Seite. Gut, dann fragen wir uns aber nicht, was passiert ist. Über Dolores gibt es nichts zu sagen, darum steht er nicht da. Ted geht es gut, wunderbar. Die Anmerkung, einen feinen Burger da oben. Ja, jetzt muss man schlagen, wir haben Tag 7, das ist 7. Da gibt es nichts zu futtern. Streng nach unserer Diät. Wir haben nicht schlafen. Oh, das ist so furchtbar. Wir haben Schlafprobleme, seit wir da unten sind. Aber jetzt wird es immer schlimmer. Wenn wir dafür keine Lösung finden, haben wir keine Kraft mehr, mit anderen Herausforderungen fertig zu werden, wo uns auf der anderen Seite von der dünnen Falltür erwartet. Jetzt könnte ich da mein Erste-Hilfe-Set einsetzen, aber das ist es mir echt nicht wert. Die sollen nicht blöd tun. Die haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als in dem Bunker umeinander zu hängen. Dann, wegen dem Schlafproblem gibt es sicher keine Medis. Ja, man sieht, sie sehen jetzt überhaupt nicht mehr fit aus. Wenn ich jetzt draufklicke, er ist durstig müde, sie ist durstig müde. Das ist, weil sie halt Schlafprobleme haben. Aber der Zustand geht wieder weg und im Moment ist es mir eigentlich relativ wurscht, ob sie müde sind oder nicht. Und sonst sieht alles noch okay aus. Tag 8, wir haben versucht, die Symptome zu ignorieren und ein paar Stunden Schlaf überzukommen, ohne Erfolg. Jetzt sind wir noch müder als vorher und bald werden noch weitere Probleme auf uns zukommen. Hoffen wir mal, dass uns gerne wenigstens die Räuber abschrecken wird und uns vor der Strahlenkrankheit bewahrt. Ja, bin ich überzeugt davon. Ohne Wasser überlebt Dolores nicht lang und sie ist wirklich müde. Ich glaube, wirklich müde bedeutet einfach, dass sie nicht auf Exkursionen gehen können. Ist okay. Ist wieder Timmy. Dann der Ted braucht Trinken, ist ebenfalls müde, das wissen wir schon. Essen gibt es nichts. Ja, wir sind schon eine Weile da unten und wissen nicht, was da oben abgeht. Wenn wir mal ein paar Notfalldurchsagen im Radio hören könnten und ein paar Info bekommen, machen wir selbstverständlich, für das haben wir das Radio mitgenommen. Und dann gehen wir über zu Tag 9. Oh, das war das Türgeräusch, das heisst, der Timmy ist wieder retour. Der Ted ist immer noch müde, sie ist allerdings bereits schon wieder okay und der Timmy ist hungrig und müde. Jetzt sind wir natürlich in einem blöden Intervall drin, aber der Timmy, der hat ja noch nichts, der muss sicher etwas zu essen bekommen. Aber schauen wir zuerst mal Radio. Oh, wir haben eine fette Flasche und Zusatz. Ich glaube, nahrungsmitteltechnisch hat er einen mega guten Run gemacht. Kann ich den einmal weg? Ja, wow, mega geil. 5,5 Dosen Futter, 6,5 Flaschen, aber sonst gesehen jetzt nichts, was er mitgebracht hat. Aber okay, schauen wir mal. Wir haben ein schwaches Signal empfangen und Notfalldurchsage von der Regierung gelesen. Es gibt grossartige Neuigkeiten. Yeah, die Strahlung draussen ist fast völlig verschwunden. Das heisst, wir können jetzt auch ohne Gasmaske auf. Es sollte jetzt viel sicher sein, die Oberfläche. Und wir haben Angst gehabt um den Timmy, aber er ist zurück und er hat sogar Gasmaske völlig intakt zurückgebracht. Timmy, du bist ein erstklassiger Pfadfinder, man muss es auf dir mal sagen. Unsere Expedition zum örtlichen Krankenhaus, anscheinend hat es eine Explosion in den oberen Geschoss gegeben und der ganze Ort ist übersät mit Betten, in ein paar sind sogar noch Patienten gewesen und dann medizinische Gerätschaften. Auf der Erkundung nach dem Erdgeschoss ist er zum Schluss gekommen, dass die meisten Leute das Gebäude rechtzeitig haben können verlassen. Die Kantine hat noch einen ansehnlichen Vorrat Tomatensuppe gehabt. Anscheinend haben die Patienten nichts anderes bekommen. Jetzt wissen wir ganz sicher, Tomatensuppe muss gesund sein, wie da im Spital serviert. Also ein Dose hat es zugegeben, nicht wahnsinnig viel, aber okay. Und in einer anderen Abteilung haben wir noch Flaschen Wasser gesehen. Ob Peroxid oder nicht, Wasser ist Wasser und in der Notfrist logischerweise fliegen 2 Flaschen Wasser, super cool.
Tim ist hungrig und sehr müde. Dolores braucht Wasser und hat sich aber ausgeruht. Und Ted ist wie immer mit einem Fuß im Grab. Ja, Tag 9 ist jetzt wirklich ein miserables Timing. Aber weil der Timmy schon beim letzten Mal nichts bekommen hat, kommt er jetzt sogar 2 Tage hintereinander Futter rüber. Nein, wir machen es anders. Ich gebe ab, wir tun jetzt einfach das Intervall um 1 machen. Ist jetzt immer nicht bei 5, also es wird wieder bei 5 sitzen, es sind noch 4 Tage, aber dann haben wir alle wieder im gleichen Intervall drin. Und das nächste Mal gibt es bei Tag 14, merkt euch das. Dann... Ja, wir haben nicht erwartet, dass kurz nach dem Einschlag von einer Atombombe... Immer die Nachricht, während man am Spielen ist. Wir haben nicht erwartet, dass kurz nach dem Einschlag von einer Atombombe ein Anruf kommt, aber jetzt hocken wir da und hören da draussen unverkennbar ein Telefon, wo läutet. Das muss die Telefonzahl auf der anderen Strassenseite sein. Ja, da schickt man natürlich einen los. Ich würde sagen, klischeemäßig Dolores als Quatschtüte. Schnarchgeräusch, keine Ahnung. Sieht alles noch okay aus da. Ja, wo Dolores den Telefonhörer abgenommen hat, hat sie mit Erleichterung den Anrufer aufatmen gehört. Es scheint, dass es da Überlebende gibt in einem nahen Dorf namens Hill Valley. Sie haben gerade angefangen, Informationen auszutauschen, da ist die Verbindung unterbrochen worden. Etwas muss bei denen passiert sein, hoffentlich meldet sie sich wieder. Ja, wir sind froh, dass Dolores wohlbehalten zurückgekommen ist. Der Timmy ist sehr hungrig. Du hast jetzt erst gerade gegessen, hör doch auf. Dolores ist also okay und beim Ted ebenso. Sie mir gerade raten, wieso ist denn der schon wieder sehr hungrig? Dem habe ich doch zu Futter gegeben. Naja. Also, wir wissen immer noch nichts über die Lage im Ödland. Vielleicht können wir das Risiko wagen und rauszugehen. Man lebt ja nur einmal. Die einzige, die im Moment raus kann, ist Dolores, aber das ist okay. Das heisst, wir die Expedition vorbereiten für den nächsten Tag. Dann, wir sind auf die Überreste von einer Barackenstadt von Räubern gestoßen. Irgendetwas hat die anscheinend übel zugerichtet und im Schutt haben wir einen Kater gesehen, der mit seinem Blut- und Körperteil gehöckelt ist und sich ruhig Pfoten gelegt hat. Wir sind zurück zum Bunker und der Kater ist uns gefolgt und jetzt hören wir draussen den Falltür kratzen, wenn wir ihn reinlassen. Ja, ich meine, eine Katze, die einen Räuber kaputt macht, dann ja, klar, nehmen wir. Ja, da ist sie ja. Hallo Katz. Scharikow. Okay, die ist neu. Die hat es letztes Mal gerne noch nicht gegeben. Da hat es einen Hund gegeben, aber schauen wir mal, was die Katze treibt. Wir haben Tag 11. Als wir den Look aufgemacht haben, ist der Kater reingehüpft und stolziert jetzt zu den Bunker, hat überall rumgeschnüffelt an der Wand, Dosensuppe und an jedem Möbelstück, von denen haben wir so extrem viel. Dann hat sich an einen ruhigen Platz angehöckelt und ein 12-stündiges Schläfchen gemacht. Vom Halsband steht, er heisst Scharikow und ja, was ist auch das für ein Name, wir wissen es nicht. Der Timmy sollte etwas essen, Dolores ist ziemlich ruhig, der Ted ist auch voll cool, da haben wir wieder mal das klassische Strandbild, das sieht okay aus, Futter gibt es nicht, Tag 14 haben wir gesagt. Also, Expedition. Wir haben uns gestern auf die Expedition vorbereitet. Jetzt können wir aufgebrochen. Welche glückliche Person soll es Unbekannte? Ja, Dolores ist die Einzige, die einsatzbereit ist. Also, los geht's. Die Strahlung ist fertig, also ich und sie keine Gasmasken über. Los geht's.
Tag 12, Kater ist schon da. Der Teddy ist immer noch müde. Der hockt den ganzen Tag nur da faul um und ist müde. Der Team hat wenigstens einen Grund dafür. Tag 12. Der Team sollte etwas essen und etwas trinken. Dolores ist vom Weg nach oben. Wir hoffen, sie kommt wieder wohlbehalten zurück und ohne Wasser überlebt der Teddy nicht. Das kennen wir ja schon. Hier unten zu sein, hier unten zu leben, ist hart. Wir müssen das Beste daraus machen. Sonst landen wir vielleicht in einem grösseren Schloss. Ja. Durchhalteparolen sind immer gut in einem Bunker. Es klopft etwas. Oh, und der Teddy sieht gar nicht gut aus, der ist krank. Oje, oje, oje. Neu haben wir hier ein Männchen an der Wand. Kater hockt da. Oje, Ted, was hast du bloß gemacht? Ja, unter der Erde fühlt man sich schnell niedergeschlagen. Keine Sonnencreme, das haben wir schon gehabt. Der Ted scheint eine Allergie gegen den haarigen Gast entwickelt zu haben. Er schnieft und keucht schon den ganzen Abend. Ich hoffe mal, er hat kein Corona eingefangen. Weil Beatmungsgeräte haben wir definitiv nicht tun. Ja, wir sollten etwas dagegen geben. Gut, haben wir noch die erste Hilfekasten. Ich denke, wie die Opfer. Der Team ist hungrig und braucht Wasser. Ich muss aber noch einen Tag durchheben. Das gleiche beim Teddy. Also, ich opfere meinen erste Hilfekasten für den Ted. Dann, was haben wir da noch? Wir haben gerade angefangen in unserem Buchclub über das einzige Buch, das wir alle gelesen haben, und zwar das ist das Telefonbuch, zu debattieren, als wir ein hastiges Klopfen an der Tür gehört haben. Es ist eine Gruppe von Flüchtlingen, die Bomben überlebt haben. Sie sind wesentlich schlechter dran als wir und haben es nach Wasser und Essen angefleht oder Verbandszeug. Jetzt müssen wir schnell schauen, wir haben Wasser haben wir mehr, also tun wir ein bisschen Wasser spenden. So viel Nächstenliebe muss auch in der Postapokalypse sein. So, der Ted sieht wieder besser aus, sehr schön. Die Katze ist mittlerweile auf Distanz gegangen. Auch da, Social Distancing ist auch im Bunker notwendig. Leider natürlich jetzt auch der Erste-Hilfe-Kasten aufgebraucht. Gut, schauen wir mal. Also, die Besucher sind total sprachlos von lauter Dankbarkeit. Tränen sind vergossen worden, Lächeln und Umarmung austauscht. Umarmung geht gar nicht. Sie wünschen uns alles Gute und sind gegangen, um in der Ruine der Stadt einen Unterschlupf zu finden. Es fühlt sich so toll an, jemandem helfen zu können. Hoffentlich kommen sie daraus zurecht. Minus eins Wasser. Ja, abgesehen von Ehrgefühl und Dankbarkeit können wir nichts über. Der Timmy ist sehr hungrig. Ja, heute gibt es Futter. Und der Ted ebenso. Futter, Wasser. Ja, was haben wir sonst noch? Wir haben schon immer mal zu den Niagara-Feldern reisen. Wer hätte gedacht, dass... Oh je. Oh, das ist ein ganz scheissiges Ereignis. Also, wer denkt, dass wir unseren ganz persönlichen Wasserfall da unten im Bunker haben werden? Anscheinend ist ein halbes Dutzend Rohr geplatzt und das ganze Wasser fließt jetzt direkt da rein. Ja, jetzt müssen wir unsere Sachen retten. 3 Gegenstände gehen kaputt, einen haben wir nicht und wir müssen uns jetzt entscheiden, entweder ich rette die Karte oder ich rette das Radio. Das ist echt fies. Beides wichtige Gegenstände, aber ich denke, das Radio ist wichtiger. Naja. Ja, die Karte sieht malträtiert aus. Wenigstens ist die Katze noch glücklich. Ja, das Radio haben wir gerettet, bevor sich die dreckige Brühe in unser Gehäuse eindringen ist. Ja, ins Gehäuse vom Radio natürlich eindringen ist.
Kurz darauf ist das meiste Wasser wieder verschwunden, aber der angerichtete Schaden macht uns sehr zu schaffen. Wir werden Tage brauchen, um da durchzuputzen und das Chaos zu beseitigen, und es stinkt wie ein Mohren. Naja, gibt Schlimmes. Tim ist schon wieder hungrig, das ist ein Fresssack. Dort geht es gut. Fressen gibt es nichts. Ja, Tag 15, wenn es jemand wenn es... Nochmal ganz langsam tief durchschnaufen. Wenn es jemand aus dieser verdammten Situation retten kann, dann ist es selbstverständlich unsere Regierung. Wer die Regierung schlecht macht, ist entweder ein Schwarzmaler oder ein elender Kommunist. Wir sind gute Bürger, wir haben immer unsere Steuern gezahlt, also wird Onkel Sam uns ganz sicher nicht im Stich lassen, uns retten. Naja, ausser auf das eine Mal, wo wir... egal. Die Leute von der Regierung werden kommen und wir sollten die Augen und Ohren offen halten. Darum müssen wir das Radio einstellen. Logisch. Ja, dann haben wir schon Tag 16 und der Tag 16 der findet statt in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.